Hallo, hallo und herzlich willkommen zu der 6. Episode von Let's Build of Firecraft, Take Number 5. Ja, ich habe die Episode schon so viel mal angefangen und versucht aufzunehmen und irgendwie ist immer wieder an irgendetwas gescheitert. Und darum, ja, jetzt will ich das definitiv richtig machen. Und dafür tun wir jetzt zuerst mal schnell den Chat abschalten. Okay, ich habe da jetzt die 2 Glowstones, die gegen aussen leuchten. Und habe gedacht, ich tue da einen dritten an, damit ich da so... Also gegen aussen sieht man die 2 und gegen innen sieht man nachher die 2. Für die Lichtquelle. Dann habe ich gedacht, ich tue da heute die Stege da drauf und da über bauen. Die Wand da aussen. Da kommt so ein kleines Lagerräumchen. Und dann tun wir noch einen Teil von dieser Wand hier bauen. Und ja, würde ich sagen, legen wir mal los. Dann am besten fangen wir mit dem Boden an, damit ich nicht dauernd ins Wasser reingehe. Und jo. Da habe ich gedacht, tue ich jetzt auch mal anstatt irgendwie normalen Stein, tue ich da Holz an. Und das sieht man dann auch gegen aussen. Und ja, das wird einfach so ein bisschen Abwechslung sein. Auch da innen sieht man Holz ja gegen aussen. Ups. That was not meant to be there. Ja, genau. Jetzt habe ich gedacht, das Unterlicht, das machen wir, indem wir da so etwas bauen. Und da sieht man auch wirklich den Glowstone nicht. Aber man sieht es einfach rausleuchten. Und da tun wir natürlich so die Stege drüber bauen oder einfach generell Blöcke drüber bauen, drumherum bauen, dass man das auch wirklich nicht sieht. So, da haben wir noch so auch ein kleines Licht. Aber das ist eigentlich mehr so, wenn man da raus schauen will. Yay! Da kommt die nächste Wand an. Und zwar mit Eichenholz, Stone Bricks und Cobblestone. Genau so. Und jetzt muss man da die Stege an. Und da kommt Cobble drauf, sodass man da drauf kommt. Jetzt habe ich gedacht, eben da kommt so ein kleines Lagerräumchen an. Das heisst, wir bauen da zuerst mal schnell die Tür an. Door. Bingo. Und da hinten kommen halt, weil es ein Lagerräumchen ist, 2 Kisten an. Und die da müssen wir drum durch Stegen ersetzen. Und von oben sehen sie halt genau auch aus wie ganze Blöcke. Also da oben sieht man nicht, dass es Stege ist und da unten ist es halt einfach ein Stege. Sorry, ich habe gerade das Licht abgemacht. Ich hole schnell einen Nachtsichttrank. Weil ich die ja mal selber gebraut habe und jetzt haufenweise davon habe und die haufenweise meine Fehlversuche von der Episode gebraucht haben. Außerdem geben die mir ein gutes Zeitlimit. Ja. Dann tun wir da mal Kisten an. Und eigentlich müssten dann zum Symmetrie wahren da auch Kisten an. Und das heisst, ich baue da nochmal kurz so etwas. Da hinten dran wird noch der eigene Teil kommen, also es wird alles ein bisschen anders sein, weil, Moment, 2, 3, 4, 5, weil ich habe geplant, ja, dass ich da so einen kleinen Hafen mache und darum baue ich den Boden so die Wand in so einem Bogen da durch. Gut. Jetzt zu dieser Wand. Für die brauchen wir da ganz viel so Stegen. Da können wir gerade noch die Blöcke hier einsammeln.
Und falls ihr es irgendwie miauen hört, das ist meine Katze, die sich jetzt gerade auf meinem Schreibtisch breit macht. Ja, sie hat gerade irgendwie ein bisschen Freude dran. So. Ja, das habe ich eigentlich nicht wollen. Hey, heute läuft es gut. Also jetzt. In den vorherigen Versuchen hatte ich immer Probleme mit diesen Stegen. Und zwar wirklich jede hat sie mindestens zweimal falsch rum dran tun. Ich komme Übung über. Okay, meine Katze breitet sich gerade wirklich ein bisschen aus. Ich glaube, der will Aufmerksamkeit. Und ich ihm jetzt gar nicht geben. Weil ich momentan am Zocken bin. Wenn er so ein Pfötchen auf meine Hand auflegt. Oh. So. Ich habe gedacht, ich mache da noch ein bisschen farbliche Akzente, indem ich Stone Brick Stairs, nicht Stone Brick, einfach Brick Stairs drin tue. Einfach, das mache ich nachher im Verlauf vom Hausbau generell ein bisschen an vielen Orten, arbeite mit dem Material. Aber es ist mehr dazu verwendet, zum Akzent zu setzen. Das sollte eigentlich so sein. Dann ich da so ein bisschen Pyramide bauen und nachher da ein Stone Brick an. Und dann kommt da innen drin eine Lampe an, damit es da drin auch hell ist. Hinter die zwei Stegen. Ich kann den Plan langsam auswendig. Das ist unglaublich. So viel Mal habe ich das schon gebaut und wieder abgebaut, damit ich es mit euch bauen kann. Das ist schrecklich. Da oben kommen nochmal Stone Brick und dann da nochmal so eine Stege an. Weil das da hinten wird auch mit Stone Brick aufgefüllt. Genau. Da tun wir so ein kleines Fenster an, das heisst, man kommt da die Stege drauf und dann schaut man da zuerst mal auf die schöne Koppelwand von unserem Nachbar raus. Hey, wenn der dort nicht rechts anbaut. Also nein. Genau. Und da oben durch kommt halt wieder das Balken. So wie da machen wir jetzt so. Das habe ich nicht so wollen. Also ein kleines Börtchen. So ein Fensterrahmen. Und das ist jetzt auch schon die Wand. Die sieht eigentlich ganz hübsch aus. Und ja, ich glaube, da geht es noch eins weiter und nachher kommt da die Tür. Genau. Türe. Und dann tun wir noch schnell zwei Druckplatten an. Da eine und da eine. Und da hinten müsste ich noch ein bisschen schauen. Ich glaube, da baue ich nochmal so eine Wand an. Ich weiß aber noch nicht genau, wie es aussehen wird nachher. Es kann auch sein, dass wir nachher von außen wieder rankommen und das ganze Zeug ein bisschen umbauen. Und jetzt fehlt da noch gerade die Decke. Und zwar, da kommt sicher so eine an. Da weiß ich es noch nicht, aber da unten kommen zwei Stegen so an. Und dann haben wir es auch wirklich symmetrisch und da sieht es auch hübsch aus. Das ist einfach eben so ein kleines Lagerräumchen mit schöner Aussicht auf die Kabelwand. Und ja, nehmen wir es mir nicht übel, ich finde Kabel eigentlich ein sehr grosser Stein. Wie wahrscheinlich sehr viel von Minecrafter. Aber ich verwende es halt trotzdem sehr oft in meinen Gebäuden, weil es gibt von der Textur her einen sehr schönen Akzent. Und darum, ja, darum kann man den Stein halt doch noch für ein paar Sachen brauchen. Aber nicht für alles. Also so Sachen wie eben so eine reine Wand mit Kabel und Birken, was ich wiederum auch wieder ein sehr grosses Holz finde. Ich glaube, ihr werdet mich nie sehen, wenn ich Birke in dem Let's Build verwende. Und Dschungelholz eigentlich auch nicht. Aber das sind persönliche Präferenzen. Also, da mit der Innenausstattung sehen wir dann später noch. Im nächsten Video werde ich eigentlich den Bereich da machen.
Und nachher können wir am Hafen weiterbauen. An dem kleinen Hafen. Schau ich gerade mal. Ja, jetzt sind 7 Minuten um, seit ich den Nachtsichttank genommen habe. Ist doch eine ganz gute Zeit. Starren wir das noch an. Es sieht eben so aus wie so ein kleines Schiffli. Und ja, ich finde, es passt noch vom Aussehen her in mein Haus rein. Und darum habe ich das mit euch hier gebaut. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Und ja, meine Katze bringt es noch zum Mounten, weil ich jetzt gerade am Kraulen bin. Und ja, dann sieht man sich bei der nächsten Folge. Ciao, ciao.